habe die Ehre. Man hat gesagt, ich soll nicht so schnell reden, darum rede ich heute ein bisschen langsamer. Und begrüße euch ganz herzlich zu der neuen Folge Warlex, die dieses Mal in einem geringeren Abstand zur letzten Folge erscheint, da wir in der letzten Zeit ein bisschen Warleck faul waren und mit die Mai Warlex sehr viel Zeit ins Land ziehen haben lassen. Ich mach das heute nicht allein, sondern der Mike ist dabei. Das regt mich auf, wenn ich so reden muss. Nervt mich. Mike, hab ich die Ehre. Servus und hab ich die Ehre beieinander. Das bringt mich gleich zu einer ersten Frage. Wer hat gesagt, du sollst langsamer schmerzen? Das habe ich schon oft gehört. Ich habe ganz oft gehört, also Fortbildungen und Schulungen bezüglich Reden und Vorträge halten, hat es immer geheißen, ich rede sauber schnell, ich soll so langsam reden, dass es mich selber langweilt, dann ist es für die anderen eine normale Geschwindigkeit. Und so, ja, aber wenn ich langweilt bin beim Reden, dann flippe ich komplett aus. Ja. So ein Scheiß. So, es langweilt mich schon, wenn jemand zuhören muss. Und dann soll ich mich auch noch selber langweilen, wenn ich rede. Das ist das einzige Licht am Ende der Unterhaltung, das ich sage, wenn ich reden kann. Ja. Verstehe. Verstehe. Ja, Scheißdreck ist das. Einfach so wie immer, oder? Ja, genau. Das machen wir da auch sagen. Also, wenn es nicht mitkommt, dann schalt's einfach ein bisschen langsam. Das ist wie bei den WhatsApp-Nachrichten. Die kannst du auf 1,5-facher Geschwindigkeit anhören. Dann macht's es auf minus 1,5-facher Geschwindigkeit, unseren Podcast. Und dann versteht's, was ich sag. Das ist einfach ultra gescheite Leute, die reden schnell. Wem's bisher nicht gefallen hat, den wird's dann trotzdem auch nicht gefallen. Ja, aber das ist eher ein Depp, wem's nicht gefällt. Ja, okay. Wer uns nicht mag, ist ein Depp. Na gut. Ja, es ist, komm jetzt seien wir uns ehrlich. Apropos Deppen, das bringt mich zu meinem ersten Warleck. Witzwig, was wäre jetzt das? Oder Warleck eigentlich. Ja, Kani, du hast es ja selber alles mitgekriegt. Diese ganze Diskussionskultur im Internet und dieses, die ist super. Wie sie über manche Themen unterhalten wird, ist momentan wirklich Irrsinn. Und wie Themen aufgegriffen werden und dann aber anderweitig verwurstelt. Wie jetzt zum Thema da mit dem Boll, mit seinem Citizen Vigilante. Vigilante. Also, dimmer geht's nicht. Und dann noch das nächste, die Diskussion jetzt, wie Evil Dead Burn kommt ja jetzt im Kino, also wenn es das Herz läuft ja quasi schon. Aber diese Diskussion, weil es geheißen hat, sie mussten eine Szene zensieren, weil sie kein R-Rating sonst gekriegt hätten. Und dann ist diese ganze Facebook-Gruppen, wie die explodiert sind, weil es geheißen hat, sie schauen sich keine geschnittene Filme im Kino an. Leid. Also, ja, dann bleibt also, was ist denn los? Also, ich verstehe das alles nicht. Und dann gehen sie ins Kino wegen einer Szene, wo wahrscheinlich nur Frames raus sind oder so. Aber für das gehe ich da nicht ins Kino. Wegen Apps, das ist ja, er kommt ja sowieso noch in einer Extended-Version, 100%. Das war ja bei dem Evil Dead 2013 ja auch so. Ja. Der hat ja auch das R-Rating gekriegt und hat halt da diese Kürzungen gehabt und dann diese Extended-Version, die dann gekommen ist. Ja, aber Leute, lasst es halt einmal so. Ich finde das immer geil. Ich finde es immer geil, wenn ich einen Film im Kino in einer herkömmlichen Kinofassung sehen kann und kriege aber dann eine Extended-Version auf Blu-ray oder so. Also, ich finde das alles gar nicht so dramatisch. Was denkt ihr? Was denkst du? Ich finde es einfach nur blöd, wenn man so argumentiert. Ja, geil finde ich es jetzt nicht unbedingt, aber ich darf mir das jetzt aufführen. Dann ist es halt so, es ist halt einfach schon immer in der Kinogeschichte so, dass manche Filme für die Kinoauswertung einfach einmal ein paar Federn haben lassen müssen. Und wie du schon sagst, mittlerweile ist es ja meistens nur noch im Frame-Bereich. Oder vielleicht ist da gerade wieder ein großer Marketing-Gag, keine Ahnung. Ja. Bei Obsession hat es ja auch geheißen, dass sie mords die Gewaltszenen rausschneiden haben müssen, damit das eine Kinofreigabe kriegt. Und dann schaut man sich den Film und denkt man sich, wo waren denn die bitte gewesen? Wo hätten die da? Ja, und wo hätte da noch irgendwo was Platz gehabt, das sinnvoll gewesen war? Keine Ahnung. Aber ja, Diskussionskultur im Internet, es gibt nichts Besseres. Wahnsinn. Lauter Internet-Rambos, lauter Vollspacken unterwegs. Ich glaube, ich habe schon 100-mal gesagt in dem Podcast und ich sag's wieder, ich möchte jetzt so gern die Jay and Silent Pop-Fassung draus machen, die Leute suchen, bei einer klingeln und sagen, bist du Gay Boner Sucker 85? Ja, boom, voll in die Fresse. Und dann einfach wieder weiterfahren und den nächsten Vollidioten suchen, der es im Internet aufführt. Ja. Das nicht fertig, wer mit Leid erschlagen. Ja. Oder abgesehen davon darf man es nie da, weil wir sind natürlich Pazifisten. Der pazifistischste Podcast der Welt. Ja, genau. Aber ja, wie es jetzt ausflippt mit dem, der verboten, Citizen Vigilante ist verboten in Deutschland. Also, das ist alles verrückt. Also, verrückt, wer diesen Scheiß in die Welt sitzt und wer den Scheiß noch glaubt und wer den Scheiß noch verbreitet. Echt, ich hab wirklich jetzt eine Zeit lang gehabt,
ich habe jetzt nicht viel Social Media mitgemacht die letzte Zeit, weil mir das so nervt. Das wird immer dümmer. Da hast du aber die Leute werden immer gescheiter und wir werden immer fortschrittlicher. Dümmer werden wir. Dümmer geht's nimmer. Wahnsinn. Das ist so, also jetzt diese Boll-Diskussion, die war sowieso wieder Wahnsinn. Und ein gefundenes Fressen für eine gewisse politische Richtung, wo sowieso nur Arschlöcher aus der Richtung kämen, die das natürlich dann wieder so damals war, das als da Deutschland das zensieren und verbieten, weil man ja das nicht sagen darf, so ungefähr. Ich sage, halt doch dein Maul, du Stück Scheiße, du Dreckigs. Nur weil dein Gedankengut braun ist, musst du nicht noch in der Farbe aus deinem Maul scheißen, du Vollidiot. Und mittlerweile hat er ja so FSK 18 Freigabe, gell? Wir haben mal wieder gesehen, dass der Boll ein Marketing-Genie ist. Also dem muss ich wirklich die Stange halten. Das ist ja der ist ja der Beste, der wirklich nur halbgare Filme abliefert, aber ein Medienfeedback, ein Medienecho hervorruft mit ein paar so Aussagen, das verselbstständigt sie und der Film kriegt, obwohl er es gar nicht verdient hat, weil er halt einfach ein handwerklicher Murks ist, diese Aufmerksamkeit. Also Boll, du schon geschaut? Respekt, ich hab den schon gesehen. Okay, ja, ich hab auch nur Scheiße. Den kann man ja überall sehen, Ja. da ja überall, ob jetzt YouTube oder X oder was weiß ich, den Scheiß kannst du da überall schauen. Ja, hat der Boll selber auch verzeiht, dass der verboten ist, oder wie? Ich glaube, das ist für ihn sogar ausgegangen. Also das erste Statement da, so ein aufgebrachtes Mal, ist von ihm gewesen selber. Also, okay. Wobei sie ja Doktor müsste es noch mal besser wissen, aber es ist halt immer besser, wenn du mir so reißerisch anfängst und aber nicht nur die Berichterstattung in Deutschland so ist. Ich habe das dann auch gesehen in Amerika und so, was heißt, ja, in Europa und nur in Amerika darf man singen, weil in Europa ist er dann verboten und so. Weil die Amis sind ja noch viel gescheiter wie alle anderen. Ja, das sieht man Ja, verrückt. Naja, so viel Senf zu meiner Dummheit der Menschheit. Ja, da kann ich ja gleich mal vorwegnehmen, zu dem Film nehmen wir mit dem Dr. Horror, mit dem Stefan, mit dem hab ich jetzt erst Hereditary aufgenommen und da haben wir ausgemacht, dass wir uns Citizen Vigilante vornehmen. In einem Zweiteiler bei uns im Podcast werden wir den Film an sich besprechen und da er ein Mann der Wissenschaft ist, der Dr. Horror, werden wir bei ihm dann auch noch mal ein wenig besprechen, aber dann überwiegend auf Versuche, soweit es geht, mit unserem Idioten hier ein bisschen einzuordnen, was das eigentlich für Bullshit ist, was da schon wieder passiert ist, diese Medienresonanz dazu. Schön. Also, freut euch drauf oder nicht, das ist mir wurscht. Herz es euch aber an. Ja, auf jeden Fall, weil das bildet auf jeden Fall. Wir haben einen Doktor dabei. Ja, und ich bin ja bekanntlich auch Arzt. Stimmt. Und ich weiß nicht, ich mag jetzt nicht vorgreifen, aber du hast da sogar noch was vorbereitet, auch mit Ärzte und Doktoren, oder? Wenn ich das so im Vorfeld, was wir gerade geredet haben über Synchronisationen, das geht ja auch um einen Doktor. Ja, genau, das kann man eigentlich mit oder? Ich weiß nicht, ob du schon so weit bist, emotional. Emotional, ja, es geht so. KI und dieses tolle Thema, das uns jetzt seit ein paar Jahren immer stärker begleitet und das ja wirklich eine unglaubliche Bereicherung in manche Sachen sein kann und auch ist. Aber es gibt halt einfach auch Fotzen, die rumlaufen und das einfach 1:1 nehmen und glauben und machen, was KI sagt und tut. Und jetzt, das Thema ist ja schon lang so ein Boykott von frühen Synchronsprecher bei Netflix, weil die haben ja diese Klausel so, hey, wenn ihr bei uns Synchronsprecher seid, dann darf man eure Stimmen so Ursula-mäßig bei Ariel. Und Prime hat jetzt, auf Prime läuft der Film, ich glaube, er nennt Deadly Patient heißt er, also tödlicher Patient. Und da ist die Synchro auf Deutsch anscheinend rein mit einer KI gemacht worden. Du gibt's einen Haufen Reels, sucht es euch mal aus und dann sagst du mal, was einfach wieder mal passiert, wenn du 1:1 KI-Scheiße nimmst und keiner schaut mehr drüber, keiner passt's mehr an, keiner nimmt's als das, was eigentlich sein soll. In meinen Augen bei sowas, wie zum Beispiel beim Texte schreiben, sagt der KI, schreibt man einen Text dazu, nimmt das als Grundgerüst und dann macht er eigenes Ding draus. Dafür ist es eigentlich gut gemacht. Sag aber nicht, KI schreibt man den Text, kopiert es und füg's einfach ein, weil dann bist du Volldepp und das Ding ist halt in der Regel scheiße. Und jeder, der mehr als ein Augen hat, sagt sofort, dass das ein KI-Scheißtext ist und kotzt im Strahl. Aber da sind dann so Texte wie die Dialoge, was haben wir vorher gesagt, er sagt zu ihr, ich bin mehr als nur ein Pinguin und sie sagt, es gibt aber auch Kuchen. Und du denkst da, was? Und sie liegen aber, die sind aber im Krankenhaus, also der Text macht null Sinn, was die da schmerzen. Das sind mehrere so Sachen, also ich wollte mir eigentlich alle ein bisschen zusammenschreiben, aber nein, kriegst du sowieso einen Vogel. So viel zum Thema, wir werden immer gescheiter, weil das, wenn du dann so anschaust, wo wir mittlerweile angekommen sind, allein schon bei der Synchrokultur, dann ist das ja der nächste Komplettwitz. Also ich glaube, wir degenerieren wir als Gesellschaft total.
Ja, es ist ja mittlerweile, glaube ich, gibt es sogar schon die ersten Studien dazu, dass Leute, die KI so extrem viel nutzen, dass die Probleme ja mit dem Gedächtnis und so weiter kriegen, was ich gelesen habe. Also Bestimmt. ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber es soll anscheinend nicht so 100% förderlich sein, dass man, wenn man sie so blind auf den ganzen Scheiß verlässt. Also vielleicht ab und zu mal kurz was hinterfragen, was die KI ausspuckt, vielleicht wieder ein bisschen selber Energie einstecken in die Sache, vielleicht der Künstler das machen lassen, für das sie da sind, weil ich bin nicht schon so, dass ich sage, Kunst konsumiere, weil ich das faszinierend finde, was manche machen können, was manche an Ideen haben, was sie schreiben, wie manche Leute schauspielern können, wie manche Leute synchronisieren können, oder was man halt dann auch bei Hörbüchern hört, wie die mit einer Stimme umgehen, was die für eine Klangfarbe haben und für eine Stimmenvielfalt und so weiter. Das mag ich nicht vor einer KI, die sich das alles im Internet von 1000, was weiß ich, was Sachen zusammenklaut und dann einfach irgendwas kopiert außer scheißt, sondern ich mag immer nur wissen, dass das, was ich konsumiere, wirklich Künstler gemacht haben, auf das lege ich Wert und das finde ich schön. Und deswegen haut's mir in dem Bereich mit der KI ab. Das nervt mich. Es gibt jetzt auch schon scheinbar die erste KI-Schauspielerin, die komplett KI generiert ist, mit der sie jetzt anscheinend irgendwo schon einen Film oder so drehen wollen. Das ist jetzt, also da müsst ihr selber nochmal nachgucken, wenn euch das Thema mehr interessiert. Ich habe aber kurz einen Schlaganfall gekriegt, als ich das gehört und gelesen habe und habe dann nicht weiterlesen können, weil mich das schon wieder so viel aufgeregt hat. Weil wenn ich einen animierten Film sehen möchte, dann schaue ich mir Shrek an oder Toy Story oder so etwas, aber kein Realfilm, wo irgendeine animierte KI-Schauspielerin drin ist. Was soll der Scheißdreck? Ich möchte echte Menschen sehen, die wirklich was leisten und ein Schauspiel darbieten und nicht was Computer generiert in dem Fall. Wobei ich sagen muss, ich möchte schon mal so einen KI-Horrorfilm sehen, weil diese Clips, die man dann auch oft bei TikTok oder so sieht, die verstören mich. Die verstören mich und ich glaube, dass das einmal ziemlich verrückt war, wenn man so einen Film einmal machen darf oder wenn man sowas direkt einmal als Film aufziehen darf. Ich weiß nicht, ob es direkt als Film funktioniert. Ich finde die jetzt als Clips, funktionieren es ziemlich gut, weil die halt auch keine Geschichte oder so erzählen, sondern weil das halt einfach durch diese gruselige, was KI ja oft einmal generiert, was ja am Anfang noch voll wilder war, wenn man an das Video denkt, wie der Will Smith Spaghetti frisst. Und was die da generieren für ist das nicht irgendwie so Uncanny Valley, die zeigen, nennen sie es auch. Das finde ich auch mordsgruselig, aber da kannst du ja eigentlich nur so das Design machen lassen von der KI, aber Geschichtshört halt dann vielleicht irgendwie schreiben lassen. Weil was soll dann die KI da noch mehr machen außer... Ich weiß es nicht. Ich glaube aber so, diese Art und Weise, glaube ich, das war ein ziemlich gruseliges Ding. Ja, da haben es definitiv, da gibt's schon richtig eklig verstörende Clips, da habe ich auch schon einige gesehen, haut's ab. Aber macht's auf alle Fälle, nehmt nicht die Synchronsprecher, die Jobs weg mit so einer Scheiße und macht's keine KI-generierte Schauspielerin, Kotze im Strahl. Kotze ich im Strahl. Bin ich bei dir. Übrigens, gute Besserung an unseren Korpstar, der ist halt leider verhindert, dem geht's nicht so gut. Da geht der fette Gesundheitspotato raus. Ja, gute Besserung, Junge. Schon, Press F for the Korpstar. Was mir aber gleich zum nächsten Thema bringen darf, weil eigentlich wollte ich mit dem Corby, da er ein riesiger Fan ist von der Catherine Newton, wollte ich eigentlich mit ihm reden über Ready or Not 2. Jetzt weiß ich nicht, gar nicht, den hast du auch gesehen, oder? Ich war mit dem Corby da im Kino und hab den gesehen und ich habe mittlerweile die Blu-ray gekriegt von, wer bringt's aus, der Leon ein, oder? Ja. Haben wir die Blu-ray gekriegt und hat man auch noch mal angeschaut und ja, was sagst du dazu? Weil du hast ihn ja jetzt halt erst gesehen, oder? Du hast ihn nicht im Kino gesehen. Nein, da habe ich ihn leider verpasst. Weil der gefühlt auch wieder gerade 45 Minuten im Kino war. Den anderen habe ich gesehen, wie heißt der? They Will Kill You habe ich gesehen, aber den anderen, der ist irgendwie so an mir vorbeigerauscht. Und bis ich geschaut habe... Bei mir mit St. Help. Genau, so ungefähr. Der war da und hat, glaube ich, wirklich nur eine Vorführung gehabt mit seiner Spiellänge und dann war er für immer weg aus dem Kino. Ja, wahrscheinlich war es genau so. Ja, ich muss sagen, mir hat er gefallen, mit ein paar Abstriche. Aber so dieses Duo, Samara Weaving und Catherine Newton fand ich top. Also das hat mir gefallen, wie die zwar so abdackeln. Ja. Sie haben mir diesen Comic Relief so schön reingebracht, weil die Szenerie eigentlich total schlimm ist und Mordsterror ist, weil sie werden ja verfolgt von andere reiche Familien, die mit dem Teufel auch im Bund sind, wie sie mit ihrer Familie, also in ihre eingeheiratete Familie in Teil 1. Und die haben jetzt
machen jetzt quasi Jagd auf das Geschwisterpaar. Und das Geschwisterpaar ist zerstritten und das machen sie auch, das zelebrieren sie auch im Film sehr oft, das Streiten. Ja. Aber sie müssen sich natürlich zusammenraufen, weil wenn sie nicht am selben Strang ziehen, dann werden Faith und Grace diesen Tag nicht überleben. Genau, und das fand ich cool, wobei es mir jetzt so angefuckt, dass, also es hat mir im ersten Teil war schon grenzwertig, aber jetzt in dem Teil war es noch mehr, dieses permanente Fuck und Shit und hin und her. Das war etwas, wo ich gedacht habe, das hätte ich jetzt in dem Ausmaß überhaupt nicht braucht. Muss ich sagen. Also das war so exzessiv. Bist du bis 70 Jahre alt, oder was? Nein, das hat mich genervt. So ein Scheiß Das ist mir akut Wie aufgefallen. schneidet das aus, den Scheiß? Null, keine Lust drin. Das ist mir akut aufgefallen. Das ist mir wirklich aufgefallen, beim Schauen, warum müssen sie so oft Fuck und Shit und hin und her. Ja, hast du die Situation gesehen, in der die sind? Ja, natürlich das flugst du tust du da. doch nicht. Das ist doch so voll Jo. der pubertäre Shit, Alter. Was ist denn Ja, das? weil das regt halt einen auf und da muss man mal schalten. Das ist wie auf der Baustelle, wenn du beim Hammer am Finger hast. Da schaltest du auch mehr als so jetzt. Naja, das stimmt. Aber, also vom ganzen Ding hat er wieder voll Spaß gemacht. Das ist so Menschenjagdfilme, Manhunt-Movies, sage ich von Haus aus gern. Dann wieder mit diesem okkulten Element dazu, Mogi. Also wenn ich bei den Vor allem der Schluss Satanismus, finde ich voll geil. voll schön. Dieser Satanismus, wenn so gezeigt wird, so typisch Hollywood-mäßig mit Roben und Pentagramme Ja. und Gorscape und so, das mag ich. Also da bin ich so richtig schön, bin ich da drin, das mag ich. Und es gibt wieder einige platzende Körper, wie im ersten Teil. Er hat manchmal ein bisschen so angezogene Handbremse, finde ich, in ein paar so Szenen, aber so im Großen und Ganzen war der total unterhaltsam. Was ich sehr cool fand, ist, wenn die Samara Weaving Pfefferspray ins Gesicht kriegt und ihr Kontrahentin auch und dann singst quasi nichts mehr und dann schlungst die ganze Zeit in der Luft rum, in der Hoffnung, die jeweilige Gegnerin zu treffen. Und das habe ich sehr cool gefunden. Sie reizen so manche Gags ein wenig zu lange aus, wo ich mir gedacht habe, jetzt wenn sie ein wenig eher ablehnt hätten, war es vielleicht ein wenig knackiger, aber so vom ganzen Ding hat mir das gefallen. Also das war wieder ein toller Film, wobei jetzt sagen wir es, ich glaube, dass jetzt hübsch abgeschlossen ist, so wie es jetzt ausschaut, weil das Ende suggeriert das ja so ein bisschen. Ja. Aber wenn es jetzt so das Ende ist für diese zwei Schwestern und das passt dann so, dann nehme ich das gern hin. Samara Weaving, wie gesagt, sehe ich immer gern und ja, schöne Action mit Humor, mit Abstriche. Aber sonst, wer den ersten Teil Meng hat, der kann auch mit dem zweiten definitiv seinen Spaß haben, finde ich. Ja, ich finde, das ist eigentlich schon fast, für mich war es schon fast ein Leck, wie sie es geschafft haben, dass die zwei Teile in meinen Augen einfach eine konstant gleiche Qualität haben. Ja. Ich finde, also ich kann nicht sagen, welcher da das mir besser gefällt. Ich finde, die sind Gut, das eins kann, zu eins Nein, mit der ersten die gleichen Filme. Ja, okay. Echt? Nein, also ich finde da bei beide 1:1 gleich, viel Spaß gehabt. Den ersten fand ich ein bisschen grimmiger, weil sie ja eben auch Lore ist und so und das hier wirklich so ausgeliefert ist. Und im zweiten ist jetzt, was ist denn halt los? Sie ist ja schon das Tough Girl. Sie ist ja schon die wo gleich in den ersten 5 Minuten vom Film schon wieder das blutige Brautkleid anhat und sofort in Battle Mode ist. Und im ersten war es halt noch so irgendwie so, scheiße, und sie steckt jetzt in der Klemme und weiß überhaupt nicht, was da soll und so. Und auch die Überraschungsmoment, das hat jetzt der Film, finde ich, nicht so gehabt, mehr wie der erste. Ja, nein, da hast du nicht recht. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt, okay. Das ist schon so, wie ich gesagt habe, dass Wie die du zwei gesagt gleich hast. sind. Okay. Ja. Aber Ja, genau. ich empfehle ihn. Also das ist so richtig so für so einen launigen Abend macht der Spaß. Und ich glaube, er ist sogar schon bei Disney Plus zum Streamen drin mittlerweile. Ja, ist schon drinnen. Ja. Also, euch hindert nichts, den zum Schauen. Aber da, wie gesagt, auch noch mit dicke Potatoes raus, gell? Ja. An Leonine, vielen und Dank. Vollkontakt natürlich für die Nettigkeiten. Ja, da geht es auch noch gleich weiter mit einem Dank für, ich glaube, du hast es jetzt schon dabei gehabt, Return to Silent Hill. Ja, sehr cool. Und du hast ihn, ich habe ihn jetzt nicht auch dabei, aber ich habe ihn in einer anderen Form dabei. Er ist nämlich für mich ein Dreck. Okay. Aber jetzt nicht, weil ich den Film so beschissen finde, aber weil ich ihn so hässlich finde. Okay. Ich finde nämlich, der ist nicht so schlecht, wie er gemacht worden ist. Ja, Gott sei Dank. Danke, endlich einmal einer. Der ist also er ist ja nicht gut oder sonst irgendwas, ich finde, er ist okay gewesen. Er bewegt sich eigentlich verhältnismäßig nah am Spui oder gut am Spui und so. Aber ich hab den die ganze Zeit geschaut und hab mir gedacht, warum bist denn du so scheiße hässlich, Alter? Da ist alles kreislig an dem Film. Jeder Greenscreen im Moment ist widerlich hässlich. Alle CGI-Effekte sind furchtbar kreislig. Sein scheiß Board, den er da einmal dran hat. Ja, was soll denn das? Ja. Den Board, den kaufen wir bei Müller zum Fasching. Board gib und wieder. biegt man ins Gesicht. Board gib wieder. Aber nein, ich bin die ganze Zeit, ich wollte damit der Grillzang außer da, den Film aus dem Blu-ray-Player, weil es mir graust hat, weil er so kreislig ist. Ich hab die ganze Zeit die Stelle von KZ im Kopf gehabt, was geheißen hat, du bist hässlich, Mutti lässt dich nur an Halloween nach unten. Da hab ich gedacht, ja, genau so ist der Film auch, da kommt noch ein Speicher auf, weil den soll keiner sehen, weil er so hässlich ist. Nein!
Ich fand das cool, vor allem, weil also ich finde ihn nicht hässlich, aber diese Künstlichkeit. Und das passt ja schon wieder voll, weil es eine Videospielverfilmung ist. Das ist grauslich. Ach. Das ist, als hätte er 4,80 € Budget gehabt für Effekte. Und alles an Effekte war nicht scheiße. Also die ganzen Kreaturen, ich fand den nicht schlecht. Ja, die waren ja zumindest handgemacht. Ja. Überwiegend. Ja. Also so Pyramid Head und auch die Krankenschwestern und so, das waren ja echte Oder die Kostüme. säurespritzende Monster. Die haben gut ausgeschaut. Ja. Da kannst du nichts sagen. Wenn mal in den seltenen Fällen was handgemacht war, bis auf den Board, was soll dieser Board? Ich werde es nie verstehen. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich verstehe aber jetzt auch diese nicht. Monsterkostüme, die haben echt super ausgeschaut. Aber alles, was irgendwie aus dem Computer rausgeht, kommt, das war wieder mal mit dem VTech programmiert scheinbar. Da haben wir keine Leistung mehr übrig gehabt, weil die komplette Energie für KI-generierte Katzenvideos draufgegangen ist. Da heißt leider haben sie da nicht mehr reingestopfen können. Aber ansonsten, vom Erzählen her bei dem Film, denke ich mir so, ja, es ist zwar definitiv der schwächste von den drei Silent Hill Filme. Ja, Ich fand den definitiv. Revelation fand ich schlechter. Müsste die Nummer sehen, ich habe mir aber als besser in Erinnerung. Ich habe mir aber seit dem Kino nicht mehr gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber mir hat damals nicht so enttäuscht, muss ich sagen. Aber so wie er gesagelt worden ist, kann ich jetzt nicht so 100% nachvollziehen, außer bei der Optik. Aber das andere haben wir gedacht, ja, passt doch. Ist okay. Schön. Lass ihn durch. An Teufel. Freut mich. Ja, das ist schön, wenn ich dir Freude bereite. Da hast du mir Freude bereitet, das freut mich. Das ist schön. Jetzt bereiten wir dir Freude und spuck dir in den Tent und klang mir in die Hosen. Niemals. Brauchst du nicht. Ich habe mir selber Freude bereitet und zwar habe Hast du den ich... Tent gespuckt und selber in die Hosen gelangt? So, ich habe mir nämlich nochmal alle 38 Episoden von Masters of the Universe, dem klassischen Hörspiel, angehört. Ich habe mir alle Folgen angehört, weil ich das noch nie durchgezogen habe. Ich habe immer nur ein paar bestimmte gehört, aber da ich jetzt mittlerweile alle habe, habe ich mir das jetzt auch mit durchgehört. Und ja, das ist schon Wahnsinn. Also wir die Lore von Masters zurechtgebogen wird für die Hörspiele. Also es sind ein paar Sachen dabei, die haben anders wie in der Cartoonserie oder in die Comics. Es ist ein wenig düsterer der Ton. Die Sprecher sind super. Und was ich ganz toll fand, am Schluss, die letzten, ich glaube, es sind sogar, 6 oder 7 Episoden, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf. Also bei mir vermischt sich das mittlerweile, weil ich wirklich jetzt da so viel gehört habe. Das ist eine lange Geschichte. Also es sind wirklich 5, 6 Kassetten, muss man sich überlegen. Du gehst irgendwo damals als Kind irgendwo ins Haus des Kindes und merkst He-Man, Folge 36. Und dann hörst du die an und dann gespannst, okay, das ist der Mittelteil von diesem epischen Finale. Dann hast du nämlich eine saubere Arschkartenzung. Weil wie viele Kassetten hast du als Kind gekriegt? Höchstens einmal eine im Monat. Höchstens. Und das kann ich mir krass vorstellen. Aber ich habe jetzt die alle durchgekürzt und ich fand das Finale eigentlich ziemlich cool, wenn auch ein bisschen arg in die Länge gestreckt. Weil ich habe dann auch geschaut, ein paar Folgen, die dauern dann nicht mehr 40 Minuten, sondern bloß noch 37 oder irgendwie so. Also dann haben sie dann schon ein bisschen gespart und haben das dann schon wegen arg lang gezogen. Aber so im Großen und Ganzen ist das Nostalgie ohne Ende. Und was ich dann ein wenig verrückt fand, das ist, dass die letzte Folge, die neue Dimension, ja eine Überleitung ist zu den neuen Abenteuer von He-Man, zu dieser anderen Zeichentrickserie, die es da gegeben hat, in der der He-Man quasi in so einem Science-Fiction-Setting ist. Er wird quasi, kommt weg von Eternia und von seinen Freunden und ist dann Lichtjahre weit weg auf einem anderen Planeten. Und kämpft aber da auch wieder gegen einen Skeletor, weil der mitgebeamt worden ist. Und dann ist der He-Man quasi ein anderer. Er hat dann, glaube ich, sogar lange Haare und Pferdelschwanz und hat, ich glaube schon, ja. Ja, und so eine komische Rüstung hat er an und ein anderes Zauberschwert und ein Schild und was weiß ich. Also, war aber anscheinend nicht ganz so erfolgreich, weil dann hat es nur dieses eine Hörspiel gegeben, was, glaube ich, auch Bestandteil von der Figur damals war oder so, keine Ahnung. Aber das war auf alle Fälle cool, die Folgen einmal alle durchzuhören. Und man kennt halt auch einfach, die wollten halt einfach Figuren verkaufen. Das ist dieses Name-Dropping in den Folgen. Wenn aber schon die Folge heißt Spydor, die Monsterspinne, da weißt genau, in der Folge wird der Spydor so hergenommen die ganze Zeit, damit alle Kinder sagen, ich brauche einen Spydor. Mama, ich möchte zu Weihnachten einen Spydor haben. Oder das Dämonenpferd, was gespannt ist, okay, das ist der Nightstalker und wir brauchen alle Dämonenpferde jetzt als Spielfigur. Ja, her damit. Voll geil. Was mir jetzt mit ich bin jetzt kurz vor dem 25. Geburtstag, da hast du mir noch, catch mich noch mit so etwas. Also ich fand's geil. Ich höre nämlich jetzt zum Einschlafen. Ja, sehr gut, wer bist du denn? Die ist auf YouTube. Ich habe ungefähr 20 Minuten vor der ersten Folge geschafft, weil ich die ganze Zeit einschlafe. Okay. Aber also das ist dann immer so ein Hörbuch oder Hörspiel zum Einschlafen, ist ein längeres Werk immer, weil halt
einschlafe. Ja. Und, aber jetzt habe ich gesehen auf YouTube, weil ich habe mir zuerst die Dragon Ball Serie durchgehört, die 2 Folgen, die es da gibt, und dann haben sie mir die vorgeschlagen worden und ich dachte, wow, voll geil, Alter, alle auf YouTube drin haben. Baller die mal jetzt als nächstes zum Einschlafen. Ja, passt. Sehr schön. Diese bin ich schon gespannt. Schön. Ich habe ja einen Wolleck, und zwar eine Sitcom, die ich mir anschaue, namens Raising Hope. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal empfohlen, also meine Podcast-Untergebenen. Und die ist von die Macher von My Name is Earl. Spielt auch voll geil mit dem, weil My Name is Earl ist ja nie offiziell richtig abgeschlossen worden, was ich immer noch für eine bodenlose Frechheit finde, dass man da nie... Die beste Comedy-Serie aller Zeiten. Wirklich, da hätte einfach mal eine Folge zum Abschluss hätten wir uns noch geben können. Dann kommt auf alle Fälle Raising Hope, geht um eine Familie, wo der Bub nimmt eine Frau mit, die in Gefahr ist, mehr oder weniger, sie, du hast mich gerettet, und dann darf er halt da Knitti-Knatti machen. Dann wird sie schwanger, kriegt ein Kind, stellt sie raus, sie ist eine männermordende Serienkillerin, kommt schwanger ins Gefängnis, sagt so, Schwangere bringen die nie um, und in der nächsten Szene sitzt er auf dem elektrischen Stuhl und wird hingekriegt, und er kriegt dann das Kind und zieht jetzt das Kind groß namens Hope, drum der Titel von der Serie Raising Hope. Und sie ist unglaublich schön, also das ist so, sie sind auch eine ganz arme Familie, da wohnt Mama, Papa, der Bub, dann noch die Oma, die Demenz hat mit im Haus, wo auch ganz viele lustige Situationen sie ergeben, und dann jetzt noch das Kind, so ein Mehrgenerationenhaus, und sie sind halt auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, das kommt auch noch dazu. Er verliebt sich in irgend so eine Dame, die in einem Supermarkt arbeitet, und es sind ganz charmante Geschichten, die dabei rauskommen. Geht viel um Zusammenhalt von der Familie, dass es halt auch was Wichtigeres als Geld gibt. Das ist auch so eine kleine Message, die dahinter steht. Es ist unglaublich lustig. Ich habe wirklich schon ganz oft lauthals loslachen müssen mit den Idioten. Er kennt man, der einen Vater spielt. Der hat zum Beispiel in der Terminator-Serie mal den Terminator gespielt, man in der 1. oder 2. Staffel. Okay. Ich weiß jetzt seinen Namen leider nicht mehr. Und man kennt ihn noch irgendwo her. Also wenn es einen 16 wisst, sofort er das sein. Und was auch voll gemein ist bei der Serie, in der ersten Folge läuft im Hintergrund der Fernseher, und da heißt er so, und nun zu einer Sondermeldung, ein Mann, der seine ganzen Schandtaten mit einer Liste gerade abgearbeitet hatte, ist jetzt fertig mit der Liste, und dann wollen sie sagen, was dabei rauskommt, und in dem Moment reißt es am Fernseher aus, dass du wieder nicht das Ende von My Name is Earl erfasst. Danke dafür, dass uns das nur hinter die Nase reibt, dass wir nie ein offizielles Ende von My Name is Earl gekriegt haben. Das ist der Garrett Dillahunt, ist das. Der ist auch bei Ding dabei, oder? Beim Remake von Last House on the Left, da ist er der Krug, oder? Genau. Da ist er dabei. Kann ich nur empfehlen, Raising Hope. Auf Disney Plus ist drin und 4 Staffeln. Ich weiß nicht, ob die abgeschlossen ist. Ich bin jetzt in Staffel 3. Ich hoffe sehr, dass es da zum Ende gebracht haben. 4 Staffeln gibt's. Genau. Unbedingt anschauen, wenn man eine gute, schöne Zeit mit gute, nette Leute haben möchte. Sehr schön. Apropos gute Zeit mit nette Leute, da greife ich auf. Und zwar habe ich eine sehr tolle Serie gesehen. Und zwar nennen sie die Widow's Bay. War auf Apple TV Plus läuft das Ganze. Gott, schießt mich da, du werden 8 oder 10 Folgen, keine Ahnung. Sind aber verhältnismäßig kurz, sind immer gerade so halbe Stunde Episoden. Aber das, was da abgefeuert wird an Humor und Mystery, das fand ich sehr gut. Die Mischung aus beidem, die ist so stimmig. Und die Figurenzeichnung ist so herzlich, dass du auch mit den größten Arschlöchern in der Serie irgendwie doch noch connecten kannst. Und so wie die Leute, Podcast. Ja, so ungefähr. Man mag zwar nicht Oli, aber man kommt mit Oli aus, so ungefähr. Ja, genau. Und irgendwo sind wir doch liebenswerte Babys. Ja, genau. Und bei aller Ernsthaftigkeit in der Serie, weil sie spricht ja schon sie spricht eigentlich nur ernsthafte Themen an, gibt's doch sehr viel zum Lachen. Also Szenen, während irgendwas gruselig ist. Ich sag nur, wer die Serie jetzt schon mal gesehen hat, ich hab bei einer Szene brutal lachen müssen. Mit dem umlegbaren Stuhl und der Hexe mit den langen Haaren. Da gibt's eine Stelle, wo du sagst, oh, leck, scheiße, ist das gruselig, dann passiert was. Du lachst laut los, bis dir aber gewahr wird, oh scheiße, die Gefahr ist aber nicht gebannt und es geht immer noch weiter. Das war super. Also das war so ein Element, wo ich gesagt habe, hey, was ist mit der Serie los? Diese Tonalität, die wirft die total durcheinander. Im Endeffekt geht es darum, dass der Bürgermeister von Widow's Bay möchte, dass sein Küstenstädtchen so richtig Stephen King-mäßig, wie man es in die Stephen King-Filme so kennt, bei Needful Things oder so, der möchte einfach, dass dieses Küstenstädtchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Touristen anlockt. Und dann gibt's da so einen Doom Prophet
in dem Örtchen, der sagt, nein, wir brauchen keine neue Leute, weil diese Insel Widow's Bay ist verhext und so und wir brauchen keine neue Leute, die bringen wir alle in Gefahr. Der Bürgermeister, ja, wie so oft bei Weißen Hai und so, der hat es ja schon mal gesagt, wie das so ist mit den Bürgermeistern, die setzen sie durch und es kommen auf alle Fälle ein Haufen Touristen nach Widow's Bay und die dann einiges mitmachen müssen oder vielleicht auch manche Auslöser sind für sehr gruselige Aktionen. Wir haben so viele verschiedene Elemente drin. Wir haben eine Hexerei mit drin, wir haben Slasher-Elemente mit drin, wir haben allgemein okkulte Sachen drin, wir haben so ein Hotelzimmer à la 1408. Also wir haben da unglaublich viele verschiedene Versatzstücke drin, die aber hervorragend ineinander greifen. Und es ist so extrem kurzweilig. Es sind wirklich ganz liebevoll geschriebene Figuren. Der Humor ist on point. Wir haben jetzt noch so einen, wie sagt man, einen britischen Humor, der wohl so super pseudotrocken daherkommt. Das ist locker flockig und aber dann trotzdem atmosphärisch gruselig. Man schaut die Leute so gern zu, auch wenn es einfach nur Dialoge sind, weil die wirklich teilweise messerscharf sind. Und ich war begeistert. Der einzige Wermutstropfen bei dem Ganzen ist das sehr schwache Finale. Also da, wo man normalerweise am Schluss noch meint, okay, jetzt geht's einmal so richtig ab, das flaut dann so ab. Wir haben zwar da irgendeinen Reveal mit drin, aber es ist sehr unbefriedigend, weil kein richtiges, es ist kein richtiges, das heißt bei den meisten Serien nicht, dass du ein richtiges Ende da hast, aber diese Handlungsstränge an sich, dass die alle zumindest in der Serie mal abgeschlossen sind und dann bleiben aber noch ein paar Handlungsstränge übrig für die zweite Staffel. Haben wir da auch, aber wir haben keinen so einen wirklichen Bam am Schluss. Das hat mir ein wenig gestört, weil sie bauen das bis zur 8. Folge Vollgas auf und dann wart's dann aufs Finale und das dreckelt dann so dahin. Aber sonst eine absolute Empfehlung für Widow's Bay, unbedingt anschauen. Habe ich auf der Liste. Unbedingt. Das macht richtig Spaß. Ja, jetzt allgemein die Apple-Serien, die haben eine Riesenqualität. Das ist echt brutal. Oh ja, aber die zweite Staffel von Hijack habe ich gesehen mit dem Idris Elba. Hervorragend. War es nicht immer ganz so cool, wie in der zweiten Staffel haben wir in der U-Bahn und da in der ersten haben wir im neuen Flugzeug. Das war halt ein wenig cooler, weil das mit dem begrenzten Setting am Flugzeug ist halt ein wenig cooler wie eine S-Bahn. Aber so vom Ding her war das, wie du sagst, großes Kino in Serienform. Vollgas, ja. Das ist egal, ob das Schauspiel oder Effekte oder sonst irgendwas ist, da passt alles so gut. Da habe ich noch nichts Schlechtes bis jetzt gesehen bei Apple. Ja, bin ich bei dir. Da möchten wir auch noch die Cape 4, oder? Heißt anschauen. Ja, ich hab der Angst, die Serienumsetzung, oder? Genau. Von dem Remake, da wo es schon original gibt. Genau, und da haben Martin Scorsese und Steven Spielberg produziert und ich glaube auch Javier Bardem ist, glaube ich, in der Hauptrolle. Ja. Und da habe ich auch Bock drauf. Also der Film mit Robert De Niro war gut. Der war stark. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Habe ich mir dann gleich mal auf die Liste aufgehört. Unbedingt, das ist cool. Okay. So. Ich habe noch ein paar Leck angeschaut. Und ich habe es endlich einmal geschafft, dass ich die Doku über die Black Metal Szene um Burzum und Mayhem und Darkthrone anschaue, nämlich Until the Light Takes Us. Du musst es anders sagen. Until the Light Takes Us. Oder ja, krass. Also der Film Lords of Chaos, der ist schon ganz nah an dem, was die ja verzeihen. Und da werden dann auch ganz viele Leute interviewt. Eben, ich glaube, der ehemalige Drummer vom Mayhem, der auch im Knast dann gesessen ist, weil er den Schwulen da abgestochen hat. Der lässt sich aber auch, der ist dann immer mit verstellter Stimme und nicht erkennbar. Weil anscheinend hat er doch ein bisschen Skrupel für das, was er da hat. Oh. Dann der Vag Lord Krishna Vikernes wird auch die ganze interviewt, aber der Typ, der ist sowieso, der ist so weit weg von der Realität, dieses dreckige Faschoschwein. Also, weiß nicht, was der überhaupt nur für Existenzberechtigung hat und der überhaupt keine Reue für das empfindet, was er da hat. Ja. Völlig lächerlich. Der einzig eigentlich verhältnismäßig normale ist dieser, ich glaube, das ist der Drummer von Darkthrone, der auch in dieser Clique dabei war, aber der nicht bei dieser ganzen Nazi-Scheiße mitgemacht hat und mit Kirchen anzünden und so weiter, der hat diesen Schritt nicht gemacht. Der wollte halt einfach so diesen true Black Metal-Stil leben.
Aber es ist halt auch dann Interviews zum Beispiel, ich glaube, das sind 2 Leute von Immortal, von der Black Metal Band, die dann, ich glaube auch da ging es dann glaube ich auch um das Thema wegen die Morde und Kirchenanzünden, die dann auch irgendwie so ein bisschen blöd lachen, so, ja, und die haben sie durchgezogen, gell. Was sagst du, ey, was ist denn mit euch? Warum sind sie das alles so? Ja, völlig True, das sind True Black True mit Metal. V, das vergisst man, das stimmt, ja. Aber interessante Doku. Finde ich sehr gut gemacht. Die ist nämlich auch vom Score so unterlegt, dass die halt auch so das, was halt Black Metal auch bezweckt mich, so dieses düstere und depressive, das ruft auch die Doku hervor durch ihren Score. Und so, du siehst ein bisschen so alte Berichte und Fernsehbeiträge. Also sehr empfehlenswert die Doku, wer da mit dem Thema was anfangen kann und sich dafür interessiert, soll jetzt unbedingt mal die Until the Light Takes Us oder schauen. Wir sind aus bis die Ansage von der Death Metal Band. Ja, genau. Du darfst nicht verstehen, wie es heißt, du darfst einen Namen nicht lesen können. Richtig. Und du darfst keinen Text nicht verstehen können. Also dann weißt du, das ist eine gute Musik halt. Genau, so schaut's aus. Ah ja. Apropos gute Musik, zumindest war das im Film aus den 90er so, und zwar Mortal Kombat habe ich angeschaut. Den glaube ich hast du auch gesehen, oder? Mortal Kombat 2. Und zwar jetzt? Aber wir dürfen Ja, es aber nicht, im Kino, ich hab nicht, was darf man nicht? wir dürfen nicht gut mit summen und Ding, weil sonst kriegen wir Probleme mit YouTube und so, weil sonst schmeißen sie das. Wir sind immer so schief, die wissen gar nicht, was für Null, das war jetzt wie Leute, wenn das her, die tanzen jetzt direkt. Ja, so gut, das stimmt auch wieder, ja. Ja, die machen da jetzt voll mit. Kani, war das was im Kino? Hast du da Spaß gehabt mit dem Ding? Ist es ein Wolleck oder eher Mitteldreck oder Totalausfall? Ja, Totalausfall nicht, aber geht schon eher in die Dreck- als Leck-Richtung. Ja, bin ich also leider unteres dabei. Mittelmaß. Unteres Mittelmaß. Leider überwiegend herbe Enttäuschung für das, was man hätte bringen können. Ja, und obwohl er wirklich so viel macht, also ich bin jetzt nicht ganz so in der Game-Lore drin, aber das, was er so macht, und ich habe doch noch einiges aus den Spielen wiedererkannt und auch die Figuren einige und so, und er macht da gleich einmal einen riesigen Fehler von Teil 1 wieder wett und entsorgt Ja, das manche ist- das ist Figuren, die super. eingeführt werden, die eigentlich keine Sau braucht hat. Schaut sie sich an, dann müsst ihr mitschmunzeln auf alle Fälle. Aber so Fatality-mäßig, also diese Fatalities, die da überall bei YouTube rumgeistern und so, die, wo an Gore kaum zum Übertreffen sind, sowas hätte man halt leider auch in Filmform umsetzen müssen. Aber wenn ein Film dieser Art schon mit einer Freigabe ab 16 durchkommt, habe ich mir schon gedacht, was ist da los? Und so ist dann leider auch gekommen. Also das ist ein sehr blutleeres Ding. Er hat seine Splatter-Momente, aber nicht diesen Gore-Holocaust, den wir eigentlich so aus den Spielen kennen. Und warum mache ich das nicht? In der Zeit, wo Art der Clown als Clown, also als Christbaum, als Nikolaus verkleidet, Leute mit der Kettensäge zerstückelt, können wir jetzt Arsch nicht, eine, weißt schon. können wir jetzt nicht sagen, wie die Wirbelsäule rausgerissen wird und was weiß ich. Also, ich weiß jetzt auch nicht. Also, das war alles so, mir hätte man gern, aber wir haben ja trotzdem die Handbremse noch irgendwie so angezogen. Das war irgendwie schade. Ja, voll, die hängt fest, die Handbremse. Die hätten vorher mal in die Werkstatt müssen, scheinbar. Da hat's richtig geschliffen. Das habe ich mir nämlich auch die ganze Zeit gedacht, was ist jetzt da, warum passiert da nicht mehr? Warum, wo explodieren die Körper, wo ist die Zerstückelung, wo werden die Eingeweide rausgerissen? Ja. Das hat doch der erste Teil auch geschafft. Wir haben das coole den coolen Kung Lao Fatality mit dem Hut auseinanderschneiden. Ich glaube vom Jackson Ohren, diesen Football Fatality, den Drachen Fatality vom, wie heißt der Karate-Chef, einer, Luke Hang. der Liu Kang und so, also, und wo waren die dieses Mal? Was soll das alles? Die Kämpfe waren total hölzern. Das waren richtige Scheiß-Choreografien. Es ist halt das, auch wenn es Leute scheinbar hitters, die das nicht kennen. Ich glaube, am meisten ist ja aufgefallen beim Karl Urban. Da wollte man ja unbedingt den Namen Karl Urban haben, weil The Boys ja in aller Munde ist und hat man den als Johnny Cage braucht. Er spielt's cool, kann man nichts sagen, aber er kann halt nicht Karate, das ist halt das Problem und das merkst du halt dann auch bei die Kämpfe, dass der das nicht kann. Deswegen sind die Schnitte dann einmal ein bisschen scheiße. Das hat mich richtig genervt, weil dann immer so Close-Up, dann sagst du wieder, okay, jetzt ist das Stunt-Double, dann wieder Close-Up, wo er dann schnell aufspringt und in die Kamera reinschaut. Ja. Aber man dachte, haut's ab, Alter, da muss Bums dahinter sein, da müssen coole Choreografien dahinter sein, dann nehme ich halt unbekannte Gesichter, die aber fett Kämpfer kennen, so aller The Raid-mäßig und macht einfach richtig geile Kämpfereien, richtig geile Splattereien und am Ende hau ich einen fetten Fatality rein. Mehrer verlangt doch das Mortal Kombat Herz gar nicht. Und was dann sehe,
Ja, wir spielen immer gut mit die Kostüme, gut mit die Arenen und so weiter. Das ist alles cool aus, die Spiele aus. Aber ansonsten, mit dem es eigentlich glänzen müssten, das haben sie komplett übersehen. Ja. Und das ist echt schade gewesen, weil mir der erste wirklich sehr gut gefallen hat. War besser. Ich fand auch, dass der erste war, obwohl er keinen Mortal Kombat geboten hat, war der besser, der war runder. Und ich muss leider sagen, obwohl so viel Action dabei war, war er langweilig. Ich war wirklich gelangweilt vor dem Ding. Weil die halt auch nicht gut war, die Action. Ja. Das ist ja genau das Thema von dem Film. Ich mag mich jetzt auch überhaupt nicht wegen irgendeiner Handlung beschweren oder irgendwie so. Aber es war wirklich nur die Hand in einer Basis, dann kommt dieser Schimmer, die kommen weg, müssen kämpfen, kommen dann wieder zurück. Dann ratschen sie, dann kommen sie wieder weg. Also es war wirklich immer das Gleiche. Aber gut, so ist es halt nur normal. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn man da, ich glaube, den Story-Modus vom Mortal Kombat habe ich nie gespielt. Ich weiß nicht, ob das da auch so ist, keine Ahnung. Oder ob es da einfach auch eine normale Geschichte gibt und mit den Kämpfen dazwischen. Aber ich habe mir auch gedacht, ich weiß jetzt auch nicht so nach einer Stunde 15, denke ich mir, was wollen sie jetzt eigentlich noch? Wobei ich aber den Shao Kahn sehr geil fand. Also der Typ, dieser echter Bodybuilder, so ein richtig grober Teufel mit einem riesigen Kopf und Tattoos im Gesicht und so. Das ist wirklich ein Gerät, ein richtiges Vieh. Und wie der das macht, auch mit dieser Maske und so, das war so mein Lichtblick, weil den fand ich stark. Ja. Auch der Baraka fand ich auch cool. Auch geil ausgeschaut. Auch nah am Spiel dran und alles, das hat auch cool ausgeschaut. Das Hauptproblem ist eigentlich das, von dem der Film leben müsste, die Kämpfe und der Gore. Ja. Die Kämpfe waren schlecht und hölzern und langweilig und der Gore war irgendwie nicht so wirklich vorhanden. Und seit wann gehört der Kano zu den Gurten? Ja, da wird ab und zu mal ein bisschen hin und her geswitcht. Okay. Weil das wüsste die nur bei den Besen, aber gut, was war. Ja, das ist wahrscheinlich, es soll ja eigentlich eine Trilogie werden. Okay. Oder sogar 4 Teile, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, eine Trilogie soll jetzt auf alle Fälle werden und da wird auch schon wieder die Seiten wechseln. Ja. Also wenn jetzt da manche Fans daraus sagen, ja, sie haben genau das gekriegt, was sie wollten, dann gefreut mich das für sie. Dann gefreut mich das für sie, wenn sie das sagen. Aber ich für meinen Teil habe einfach einen Haufen Gore erwartet. Und das war, also wirklich, ich gehe da hin und mir rinnt das Wasser von mir aus und ich denke mal, leck, und jetzt möchte ich so richtig voll gesaut werden von oben bis unten. Ja, voll. Und was kriege ich? Einfach nur PG-13 Gore. Also war ich enttäuscht, leider. Ja. Echt, das ist wie große Erwartungen, hätte man mehr erwartet. Große Erwartungen, richtig. Kleines Mini-Warleck hau ich da schnell eine. Bitte? Und zwar ist der Trailer zu Cyberpunk Edge Runners 2 rausgekommen, die Anime-Serie zu dem, die basiert auf der Welt von dem Spiel Cyberpunker. Und Warleck, der Trailer ist so geil, der ist so geil geschnitten, der zeigt so geile Beutel und der hat so einen geilen Sound hinterlegt, so ein geiles Little noch mit dazu. Bombe, den haben wir, glaube ich, 3-mal hintereinander angeschaut, weil er so überragend gut ist. Also kann ich euch nur empfehlen, schaut euch den Trailer zu Cyberpunk Edge Runners 2. Staffel an. Kommt, glaube ich, im Herbst auf Netflix und die Macher haben ja schon gesagt, sie wollen mit der 2. Staffel die Leute noch trauriger und deprimierter machen, als sie schon mit der ersten gemacht haben und da haben sie schon geschafft. Ich finde das eine sehr fragwürdige Ambition, die ich da an den Tag lege. Aber wenn sie es schaffen, dann sage ich höchsten Respekt, weil mir hat die erste schon ziemlich überzogen und die war schon Peak eigentlich. Bin sehr gespannt jetzt auf die 2. Staffel. Das war jetzt nur mal schnell so ein kleines Mini-Warleck, das ich nur einschmeißen wollte. Mein größtes Warleck ist ausnahmsweise wieder mal ein Spiel. Mike halt dein Maul. Ich darf einmal über Spiel schmerzen. Du hast jetzt selber Switch, also bist jetzt wieder voll im Gaming drin. Ich habe jetzt endlich mit Clear Obscure Expedition 33 angefangen. Was? Das hat mir, ein super Spiel. Okay. Googelst da noch. Ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden, wie das heißt. Wie heißt das? Claire Obscure oder Obscure, weil es auf Français. Expedition 33. Okay. Und das hat er unglaublich, also ich kann es nicht richtig fassen, wie die Story ausgeht, wohin das geht. Es gab aber so einen Zerbruch praktisch, die Fracture, wo die Welt auseinanderbrochen ist und dann lebst du nur in so einem französischen Teil, der nicht ins Meer ausgeschleudert worden ist, Lumière heißt das, und dahinter ist irgendwo so ein riesiger Basilisk, da steht eine Zahl drauf und dann kommt die große Paintress, die malt halt dann da so eine Zahl immer drauf und dann sterben die Leute praktisch, die das Alter da erreicht haben. Ich glaube, die werden nicht mehr älter als 33 oder 34 und die lösen sie dann einfach auf, die Leute, und du bist mit der Expedition unterwegs. Ich glaube, die Expedition, die namensgebende 33.
fährst übers Meer um Richtung zu der Malertante und möchtest rausfinden, was da los ist, dann kommst du auf der Insel an, dann wird erstmal die ganze Crew abgemetzelt und dann werkst du durch dieses Ding durch und versuchst rauszufinden, was da eigentlich los ist und das irgendwie aufzuhalten. Ich bin ungefähr bei der Hälfte. Das Spiel macht ein Intro, das dauert so 20 Minuten, dann möchtest du so Last of Us mäßig gleich mit dem Controller weglegen und vorne. Das ist irre, wie emotional das dieses Intro ist. Ja, leck mir in den Arsch rein. Aber ich dachte, Alter, ich kenne die Figuren jetzt seit 15, 20 Minuten und ich möchte mich sofort in die Embryostellung Healing und Trenzen. Unglaublich gut geschriebene Figuren, die schließt alles sofort ins Herz. Du leidest mit alle mit, du fieberst mit alle mit, die da dort sind. Die Geschichte, die Dialoge, das ist Storywriting par excellence, damit wir beim Französisch bleiben, wenn wir da schon bei Claire Obscur sind. Die junge Leute reden alle Französisch jetzt. Nein, die reden nur Englisch. Ach so. Oder, ich glaube, zum Teil Arabisch, Inshallah. Oder Mashallah. Oder Walla. Mashallah Ali. Auf alle Fälle Gameplay auch voll geil. Die haben so ein rundenbasiertes Kampfsystem, bei dem du aber dann die Attacken und die verstärken kannst durch richtiges Timing und die Gegenattacken durch richtiges Timing entweder ausweichen oder parieren kannst. Also das macht so viel Spaß, das Spiel. Ich hab's leider, es ist ja letztes Jahr schon rausgekommen, war glaube ich ein Game of the Year, oder einen Haufen Preise kassiert. Für das, dass es kein riesiges AAA-Studio war, die das rausgebracht haben, ist das aber ganz, ganz vorne dabei bei den großen Spielen. Kann ich nur jedem, der so nicht gespielt hat, ich weiß, ich bin ein Jahr spät dran, aber jeder, der so nicht gespielt hat und damit gehadert hat oder geliebäugelt hat, sollte sich das unbedingt holen, weil das so unglaublich geil ist. Mehr dazu werde ich im Talkthrough dann verzeiht haben beim Release dieser Folge. Okay, schön. Du hast jetzt so viel Krampf erzählt, dann möchte ich gleich mit dem Krampf weitermachen. Und zwar den Sack hier bei Evil Dead Burn, den Sack. Ein ganz toller Film, der wo richtig scheiße ist, aber ich habe richtig Spaß gehabt, und zwar Leprechaun 4. Leprechaun in Space, oder er heißt da manchmal Space Platoon, habe ich auch schon gelesen. Das ist so ein herrlicher Blödsinn, dass ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Aber man muss wirklich Liebe für groben Unfug mitbringen bei dem Ding. Es geht schon mit darum, dass so ein Space Marine Corps kriegt einen Auftrag und treffen dabei auf den Leprechaun, den sie sich entledigen, indem das in die Luft sprengen. Und er hat also eine Weltraumprinzessin dabei, der Leprechaun, und das ist so seine Puppe, das ist seine Angetraute und so. Der hat einen Haufen Kohle mit seinem Goldtopf und sie findet Kohle geil, deswegen ist sie bei ihm. Und diese Marines, einer von diesen Marines pinkelt dann in den Bart vom Leprechaun und die Essenz kriegt quasi über den Strahl in seinen Penis. Und nimmt Penikel, was das? Und die Fleischpeitsche. Und dann in die Wurst. Und Scheiße. Und dann nehmen sie den quasi als blinden Passagier mit wieder an Bord. Und da über seinen Pimmel. Über seinen Pimmel. Und den hat er dann da drin. Und der kommt dann der Leprechaun wieder raus, immer raus. Und es wird eine rechte Batzerei. Und dann ist der Leprechaun quasi auf diesem Raumschiff und reißt den Space Platoons oder den Space Marines quasi ganz schön einen Arsch auf. Jetzt hätte ich fast gesagt, der beste Jason X-Menü, aber da ist Jason X wirklich Oscar dagegen. Aber das ist wirklich so ein charmanter Blödsinn. Das ist wirklich, sie haben wirklich bei ein paar Sachen, der Gespanns, da ist so viel Liebe dahinter, bei den Kostüme und so. Und dann schaust du aber diese Sets an, das ist wirklich nur Tapeten, obergerollt, oder es ist wirklich nur Greenscreen, oder es ist nur eine weiße oder eine grüne Wand oder sonst was. Aber dann bei den Effekten, da gibt es so einen Doktor, der ist quasi zur Hälfte Maschine und der ist so in so einem Wagerl drin und der spritzt sich dann so ein Mittelchen und der wird dann so einen riesigen Mutantenspinnen und so. Was sagst du, hey, geil, das darf doch alles so gar nicht so geil ausschauen, wie der Drecksfilm eigentlich wert ist. Und ich habe wirklich, auf das, dass der so eine Fülle an Effekte, Gore und totalen Blödsinn hat, war ich wirklich voll unterhalten, diese, weiß ich nicht, 80, 85 Minuten, was dieser Schmarrn dauert hat. Gibt voll die Empfehlung. Also wirklich, wer da mal so einen richtigen Bierabend machen möchte mit seinen Kumpels oder mal so richtig deppert dahin grinsen und dahin lochen möchte, der schaut sich Leprechaun 4 in Space oder Space Platoon an. Ja, und danach war er in der Hood, oder? Danach ist Hood, zweimal, glaube ich, 2 Episoden. Ja, zweimal in der Hood. Der rappt das am Schluss im Abspann. Ja, das haben wir noch Wow. Ja. Das ist, wow, also... leck mir den Arsch rein, habe ich mir gedacht, als ich die angeschaut habe. Und ich finde,
Ey, schickt mal die ganzen Leute wieder ins Weltall auf. Die waren alle gut, diese Filme. Jason X Bombe, Leprechaun in Weltall Bombe, Hellraiser 4 Bombe. Ja. Die Leute müssen ins Weltall auf. Das hilft nicht, weil das ist immer gut. Weltall und Slasher-Ikone ist gleich guter Film. Ja, wirklich. Also, von mir das macht es auch... Wir mit dem Chucky, dass der noch nicht ins Weltall gekommen ist. Weil wenn wir uns jetzt allein mal die Serie anschauen, bei Chucky, die ist ja teilweise wirklich echt abgedreht. Ja. Da war das gerade ein kleiner Schritt gewesen in Richtung Weltall. Ja, oder Evil Dead in Space oder so. Noch Evil Dead Wrath, voll geil. Evil Dead in Space oder so. Ja, da kannst du dann so ein bisschen so Dead Space-mäßig irgendwas machen. Dead Space sind dann Filme. Fett. Ja. Also, hier habt ihr es zuerst gehört, alles im Weltall mit Slasher-Leute ist gut. Bin ich bei dir? Das mag ich. Jetzt habe ich was für dich dabei. Ja. Du bist ein großer Fan vom ZDF Morgenmagazin. Oh ja! Sitzt immer da. Sitzt immer da, gell? Ja, das ist genau deine Altersklasse für das ist gerade die Zeit, wo ich fast nie in der Arbeit bin, oder? Ja, genau. Ich würde jetzt auf alle Fälle viel lachen müssen, weil mich dann echt interessiert, wer diese Idee gehabt hat, weil es da jetzt, ich glaube, entweder gestern oder heute beim Morgenmagazin, also heute haben wir bei der Aufnahme am 7.7., ich weiß nicht, ob es am 6. oder 7.7. war, haben sie Ikimel auftreten lassen. Wen? Und die macht, Ikimel, also du wirst es nicht kennen, die macht Berliner deutschen Fotzenrap, nennen sie das. Also die macht praktisch das, was männliche Rapper machen, macht sie halt als Frau. Und dann lasse ich die beim Morgenmagazin auftreten, mit Texte, wo es halt darum geht, wie sie Männer bummst und dass Männer scheiße sind, weil es Arschlöcher teilweise sind und so weiter. Das ist so geil, wenn du dieses Video anschaust, dieses Publikum weiß überhaupt nicht, was mit ihnen gerade passiert. Sie findet es halt geil, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was die Scheiße gerade soll, was da passiert. Sogar die Moderatoren wissen, glaube ich, gar nicht, was das eigentlich soll. Also allerhöchsten Respekt an den Typen, der das veranlasst hat, dass der Ikimel beim Morgenmagazin auftritt. Geile Nummer, der hat einen Grimme-Preis eigentlich verdient. Also jetzt, ich google es jetzt gerade, weil ich möchte mir schließlich weiterbilden. Die kenne ich, die habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist überhaupt nicht dein Milieu und dein Genre. Das kann sein, ja. Berliner Fotzenrap, das sage ich die. Oh Gott. Das sage ich die, das habe ich die schon immer gesehen bei Berliner Fotzenrap. Okay, aber es noch gar nicht gegeben hat. Hast du mich da schon drin gesehen? Ja, du, warum nicht? Laut Gemini ist die Definition von Fotzenrap ist eine sexpositive feministische Subgenre-Bewegung im Berliner Hip-Hop. Deswegen sage ich, da sehe ich die voll drin. Ja. Du bist ja eigentlich auch ziemlich sexpositiv und feministisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, du musst immer beneiden. Die beim Morgenmagazin, Riesenwitz, finde ich super. Da muss ich aber aufpassen, dass ich mir meinen Algorithmus vor Amazon Prime oder vor Amazon Music nicht versau, weil dann werden meine Kinder wieder hören und dann kommt dieser... Das ist ja das Geile, weil da ist ja wirklich alles in diesem Morgenmagazin, von sehr, sehr jungen Kindern bis alte Affen, hockt da alles drin und dann kommt da die eigentlich für nichts davon die Zielgruppe, oder wo keiner davon die Zielgruppe für sie eigentlich ist, also... Ja, wie gesagt, Anfrage hiermit raus ans ZDF Morgenmagazin. Wer hat die Idee gehabt? Und wer hat jetzt seine Papiere holen müssen, nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde? Nein, das wird der Chefredakteur werden. Der kriegt von mir die fettesten Props überhaupt. Stark. Ja, sehr stark. Was hast denn du noch, Mikey? Ich schau gerade, ich habe jetzt so, glaube ich, eher nix mehr. Warum nicht? Hast du wieder nicht hast du wieder nicht vorbereitet? Ich bin schon bei einer Stunde, Alter. Was ist denn los? Hast du noch was? Ich habe noch ein Dreck dabei. Aha. Das hat mich nämlich äußerst fasziniert, als ich das gelesen habe, dass das tatsächlich bei uns so ist. Nämlich, die Schlagzeile war: Knöllchen für Kreativität, richtig geparkt, trotzdem Bußgeld. Braunschweigerin musste zahlen, weil ihre Parkscheibe die falsche Farbe hatte. Dann habe ich gedacht, okay, was ist jetzt das wieder? Dabei ist es anscheinend wirklich festgeschrieben, nämlich laut Anlage 3 Nummer 11 der Straßenverkehrsordnung gibt es genaue Vorgaben für Maße und Aussehen der Parkscheibe. Oh Gott. Und sie darf nur blau sein mit weißer Scheibe inklusive Zeitangaben, genau, Abmessungen und so weiter, alles dabei. Und diese 30-jährige Frau hat eine pinke Parkscheibe drinnen gehabt und hat dafür dann trotzdem ein 20-Euro-Knöllchen gekriegt. Wow. Da denke ich mir so,
Was zur verschissenen Hölle ist denn auf der Schwein bei uns in diesem Schweineland dann eigentlich los? Das ist doch alles Wahnsinn, oder? Wer bist, also erstens mal, dass wir das überhaupt schon regeln müssen, welche Farbe das die hat, das ist doch vollkommen Das ist Deutsch. Das ist Deutsch. Hauptsache, ich sag, wann der parkt worden ist. Mehr, da muss doch diese Information gar nicht beinhalten. Und was ist mit der Person, die diesen Strafzettel ausgestellt hat? Was ist mit dir? Wer bist denn du? Bist du der Anzeigenhauptmeister oder wie? Du musst mit deinem Leben so unzufrieden sein wie nochmal was. Brutal. Also diese Person hat, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nie einen Orgasmus gehabt. Noch nie. Okay. Da ist so viel aufgestauter Samen oder Squirt da drinnen, der außermechert, und deswegen ist er so stinksauer, dass er sagt, das ist pink, das ist nicht nach Anlage 3 Nummer 11 Straßenverkehrsordnung, du kriegst 20 Euro, du 30-jährige alte Brunzen. Du hast sicher schon mehr bumsen dürfen als ich, und jetzt bin ich stinksauer. Ich flippe aus. Was steht da noch? Pass auf. Die DIN-Norm 6171 erlaubt als Farben für Parkuhren lediglich die Farbtöne RAL 5017 Verkehrsblau oder RAL 5005 Signalblau. Da gibt's einen Paragraphen, das ist Wahnsinn. Da kriegst du mit den Brutal. Nerven. Und da haben wir gedacht, mir haut's echt am Vogel aus, wenn ich so einen Scheißdreck her, dass man da dann wirklich trotzdem noch, trotz richtig Parken, trotz Parkour und so weiter, 20 Euro zahlt, weil du einfach ein bisschen Farbe in dein Leben einbringen möchtest. Das ist alles so trist und traurig draußen, und dann welche Farbe in mein Leben bringen. Color up your life ist ja doch auch irgend so ein Slogan von irgendjemandem, von irgendeiner Firma, und dafür zahle ich dann 20 Euro. Verrückt. Stinksauer. Hast du noch irgendwas Positives? Weil Ja, was eigentlich Positives. Leute so nicht auszuschicken. Man muss aber für diesen Film für Independent-Kino was übrig haben. Und da habe ich bekanntlich ein Herz für sowas. Und Ja, das zwar war der David Brückner war ja so nett. Jetzt schaue ich nochmal nach, weil letztes Mal habe ich ja wieder einen anderen Podcast gehört, da war sein Name verkehrt. David Brückner, genau, das passt. Ja. Der David Brückner hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass sein neues Werk German Horror Story veröffentlicht worden ist. Und da bin ich natürlich hellhörig, weil ich da deutsches Indie-Kino immer sehr gern mag, und ich liebe auch Episodenfilme, und da gehört German Horror Story dazu. Wir haben da gleich 11 Kurzfilme in diesem Ding, wobei jede Geschichte in sich abgeschlossen ist und jede Episode von einer Art Crypt Keeper anmoderiert wird. Das ganze Projekt erinnert ganz stark an die legendären EC-Comics aus die 50er, wie, weiß ich nicht, Tales from the Crypt, Tales from the, was weiß ich, oder Vault of Terror und so, wie diese ganzen... Ja, lauter Tales und Terror. Ja, oder und die Crypts und deutsche Nightmares. Ableger, Gespenstergeschichten oder so, also genau, so in der Richtung. Also, wie gesagt, ich bewerte das als reine Independent-Produktion. Wer jetzt da wirklich auf nur hochbudgetiertes oder hochglänzendes Kino mag, der ist bei dem Film auf alle Fälle verkehrt. Aber wer ein paar coole Ideen sehen mag, die mit Herzblut umgesetzt werden und mit Leidenschaft und auch noch mit Kreativität, weil an Kohle fällt ja natürlich hin bis vorn, der kann bei dem Film wirklich seinen Spaß haben. Es ist durch das, dass diese Episodenfilme recht kurz sind, geht das Schlag auf Schlag, und es kommt eigentlich nie wirklich irgendein Leerlauf auf oder so. Man muss natürlich bei, wie gesagt, manche Effekte ein wenig, die mit drüber hinwegschauen, sage ich jetzt einmal. Es gibt zum Beispiel eins, das ist jetzt mir aktiv aufgefallen, dieser Crypt Keeper, der da dabei ist. Man sieht den und der schaut auf der Maske her cool aus. Der hätte aber synchronisiert gehört. Der, wenn redet, das hört sich oben, wenn einer in der Maske reden darf. Also das hörst du. Das geht leider gar nicht. Also ich mache das jetzt gerade, ich hoffe, das hört man im Podcast. Ich tue mir jetzt meine Hand wieder weg, jetzt rede ich wieder normal. Die Leute meinen schon, dass der Bane vom The Dark Knight Rises da steht. Genau. Auf jeden Fall. Das sind so Sachen, das hätte ich, da war ein bisschen Raffinesse am Schluss noch cool gewesen, weil der eigentlich an sich cool ausschaut, die Ausleuchtung ist cool, wir haben mal einen Haufen Spinnweben und so, wenn der da die Geschichten da vorliest und Dinge, also das ist wirklich cool, aber wie gesagt, es gibt Sachen, die reißen halt Ohren raus, obwohl das wirklich schon, wie gesagt, waren wir ja schon Abstriche gemacht bei dem Ganzen, aber das sind halt so Sachen, was du sagst, das hätte man halt vermeiden können. Aber wie gesagt, es ist eine ideenreiche Geschichte, und wir haben eine Sache dabei, die ist in Zeichentrick, also eine animierte Geschichte, die ist ja ganz stark an Lovecraft. Hat mir super gefallen, war ein bisschen verstörend, das Ganze. Wir haben eine Serienkiller-Geschichte mit drin, wir haben
ja, was haben wir noch alles? Dämonen und Geister, wir haben eigentlich so gut wie alles irgendwie ein bisschen so mit drin. Und wer so ein bisschen so für das klassische Kino ein bisschen was übrig hat, weil so in der Richtung ist das auch angelehnt, der kann mit dem Film seinen Spaß haben. Der ist jetzt bei Amazon Prime drin und ich gebe auf alle Fälle eine vorsichtige Empfehlung, weil mir deutsches Independent-Kino am Herz liegt und ich sowas gern schaue. Aber wenn, wie gesagt, wie ich vorab schon gesagt habe, wenn einer da Probleme hat damit, dann soll er es bitte lassen. Aber wer mal da so 80, 85 Minuten Zeit hat und da ein bisschen so abwechslungsreiche Anthologie sehen möchte, der ist bei German Horror Story auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Hast du den auch schon gesehen mittlerweile? Noch nicht, nein, der Screener liegt noch parat, der wartet drauf, gesehen zu werden, der ist auf alle Fälle auf der Liste. Wir haben ja schon mal einen Film von David Brückner besprochen, oder? Den Wolf. Wolf, ja, die 7 Geißlein. Ja, genau, also da haben wir schon den ersten Vorgeschmack auf ihn gekriegt und der kann eigentlich schon was. Der Kerl gibt's immer mal einen Zwickel 20 mehr, dass er mal ein wenig was manken kann. Da. Ja, das muss dann, der müsste dann mal so Parolen raushauen wie der Uwe Bollner und gibt das Geld dann von selber. Ja, genau. German Underground Movie forbidden Banned in Germany. Ja, because of Germany. Ja, genau, richtig. Aber jetzt muss ich mich schauen, David Brückner, der hat doch diese, genau, Rapunzel und Rapunzels Fluch, meine ich, hat der noch gemacht. Oder Rapunzels Fluch 1 und 2, sowas. Die darf mich auch noch interessieren. Da habe ich auch schon einiges gehört. Aber noch Habe ich gelesen von denen, ja, aber auch noch nichts gesehen. Also, David, hier geht die Bitte an dich raus. Wir haben keine Mark Geld, drum schick uns Screener zu Rapunzel. Geb Screener, wir sprechen mal drüber. Geb, ja, genau, schnell. Aber jetzt bin ich raus, Gut. jetzt habe ich alles gesagt. Ja, das passt. Ich bin auch fertig für heute. Ich kann nicht mehr. Es ist schon wieder ein Schweineaffen-Hitze Ja, hier. Vollgas. Ich bin eigentlich schon wieder voll durch. Komplett, ja. Aber komplett. was soll's. Auf jeden Fall hat uns sakrisch gefreut, dass ihr wieder dabei wart bei unseren Warlex. Und uns hat natürlich auch interessieren, was ihr so Cooles gesehen habt, weil vielleicht ist uns was durch die Lappen gegangen. Haut uns ein wenig Feedback her, wie habt ihr die Folge gefunden? Hat der Kane in der richtigen Geschwindigkeit gesprochen? Hab ich in der richtigen Lautstärke gesprochen? Hab ich gestungen beim Aufnehmen? Schreibt es in die Kommentare. Parkscheibe die richtige Farbe. Ja, richtig. Seht ihr an Mike auch im feministischen, sexpositiven Fotzen-Rap? Schreibt es in die Kommentare. Da sehen wir Mike auch. Ich sehe ihn da drinnen 100%. Auf jeden Fall. Schaut bei unseren sozialen Netzwerke vorbei. Überall, wo es Likes gibt, haben wir mir. Und da freuen wir uns, wenn es ein bisschen raushaut. Sagt zum Algorithmus, dass es euch gibt. Und dann pusht es uns ein bisschen, dass euer liebster Podcast möglichst lange existieren wird. Das darf ich auch sagen. Ja. An dieser Stelle, schön, dass ihr dabei wart. Servus und habe die Ehre beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Oder der Welt diesmal, oder? Nicht vom Morgenmagazin. Eieiei, dieser Schweine Black Metal. Danke fürs Zuhören, auch von mir. Bis zu der nächsten Folge. Au revoir, Babies. Servus.